Leo, einfach gerade als erste Frage. Deine Frau hat von dem Löwe von Juda gesprochen. Du hast von dem Löwe von Juda gesprochen. Wer ist dieser Löwe von Juda? Ich frage ganz bewusst, vielleicht gibt es Leute online, die zuschauen, die sagen, das hilft mir jetzt gar nicht. Kannst du uns da weiterhelfen? Ja, der Löwe aus dem Stamme Juda steht eigentlich für Gott oder für Jesus und es bedeutet eigentlich, dass er diese Eigenschaft in uns ist, der ist lauter und stärker als das, was uns entgegenbrüllt. Also der Löwe Juda ist eigentlich so ein Name, der steht für Gott. Hey, danke das heißt, vielmals. Gott wohnt in uns und er ist größer als der in der Welt wohnt. Du hast über Angst gesprochen. Ich bin so froh und ich bin so dankbar. Sind wir eine Kirche, die ganz offen und ehrlich über die Dinge spricht? Jetzt weiß ich, Leute sagen, ja, ihr im ICF, ihr tragt Masken. Ich möchte ganz provokant mal fragen, ist das denn nicht ein Zeichen der Angst, wenn ich Maske trage? Gute Frage. Die Frage wird oft gestellt. Also ich möchte zwei Dinge sagen. Ich reise ja oft in Asien rum und in Asien ist so, wenn man krank oder verschnupft ist, dann tragen Leute Masken, weil es hilft, dass die Viren bleiben ein bisschen drin. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Bundesrat hat uns diese Verordnung gegeben, also tragen wir Masken und ich möchte nicht einen Kampf kämpfen für Masken, die bringen schon etwas. Nicht einfach so, die bringen gar nichts, sonst müssen wir sie ja nicht anhaben und es ist ja auch nicht ein Zeichen der Angst, sondern einfach, wir haben Auflagen, die tun wir in diesen Möglichkeiten und wir investieren alle unsere Energie nicht gegen etwas, sondern wir sind für etwas. Also das weißt du denn, wir investieren unsere Energie, dass wir die Online-Church besser wird, dass wir einen 50er-Set haben, dass neue Dinge in der Church entstehen, die dank Corona entstehen werden. Du hast immer so einen positiven Ausblick. Also jetzt sagst du, ja, aber das ist ja, andere sehen da einfach nur Schwierigkeiten. Wie schaffst du das? Ja, wir haben uns ganz am Anfang gesagt, wir sind nicht gegen etwas. Zum Beispiel, wir sind nicht gegen Sex, sondern wir sind für Sex in der Ehe. Also wir sind immer für etwas und gegen etwas zu sein, ändert nichts, bringt nichts, das blockiert auch die Innovation. Und wenn man für etwas ist, dann öffnet man eben auch die Augen und die Gedanken, dass neue Dinge Gott hinzufügen wird. Ich meine, hätten wir nicht das ICF Television gemacht vor vielen Jahren, würde online nicht auf der Qualität sein wie heute. Wir waren immer für etwas, wir haben gesagt, okay, der Fernseher ist nicht negativ, sondern man kann es auch benutzen, um diese Botschaft Gottes in die Welt hinauszubringen. Und das ist auch ein Blessing. Du hast von diesen zwei Zettelblätter gesprochen, wo du auf der einen Seite deine Gebetsanliegen draufschreibst, auf der anderen Seite die Verheißung Gottes. Jetzt würde mich ganz wundernehmen, Singleness, also wenn du Single bist, du hast von deinem Sohn gesprochen. Was ist denn die Zusage Gottes dazu? Die Zusage Gottes, das steht ja am Anfang der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Also Gott sagt nicht nur, es ist nicht gut und es ist dein Problem. Da hat Gott gesagt, wenn du das schon sagst, dann hast du auch einen Partner, eine Partnerin für unsere Söhne. Und das habe ich dann ausgesprochen und so gesagt, ich finde mit 21 ist es langsam Zeit für mich, weil ich finde, je länger dass man wartet, ich sage jetzt nicht, es gibt richtig oder falsch, aber ich finde einfach, es hat viele Vorteile, jung zu heiraten, weil man kann alles zusammen entwickeln, prägen, definieren, weil ich habe mit meiner Frau auch jung geheiratet und ich habe es als ein Mega-Blessing angeschaut, bis heute. Jetzt ich möchte eine Gegenfrage darstellen. Ich finde es eine spannende Frage. Was ja, wenn jetzt Leute zu Hause, vielleicht bist du und du sagst, ja, ich bin 30, ich bin 35 und noch Single. Jetzt haben sie noch mehr Angst. Was würdest du da antworten? Ja gut, Angst ist immer schlecht, aber ich denke, es gibt ja die Leute, die sind Single und die leiden nicht darunter, die lieben das Leben und sagen, ja, es wäre schon cool, das ist eine andere Story. Und dann gibt es aber die Leute, die sind wirklich, die wollen unbedingt. Und dann ist da immer meine Frage ein bisschen, was sind die Erwartungen, die man hat an das Gegenüber in dem Sinn. Und ich habe immer gesagt, ich warte nicht auf die perfekte Frau, sondern es braucht eine Frau, die liebt Jesus und sie ist treu. Und wenn man diese zwei Dinge hat, dann kann man viele Dinge zusammen entwickeln. In dem Sinn, ich warte nicht auf die perfekte Frau, sondern ich mache das Gegenüber besser. Ja. Leute haben interessante Fragen gestellt im Chat. Danke vielmals. Einfach mal für alle die Beteiligung. Die war heute gewaltig, so cool mit euch zusammen da Celebration zu erleben. Die Frage, die reinkam, ist, was soll ich tun, wenn man immer und immer betet und die Angst geht einfach nicht weg? Gute Frage. Dann betet man wieder und wieder und wieder und wieder. Ich sage immer, man betet so lange, bis diese Ängste weggehen. Und stell dir mal vor, du betest nichts mehr, dann bist du eigentlich im freien Fall. Und das ist wie wenn man krank ist. Ich sage Leute immer, wir beten so lange für Heilung,
bis an dem Tag, wo du gestorben bist, dann ist es endgültig vorbei. Aber das ist die Hoffnung, die Gott uns gegeben hat, dass trotz den Umständen Dinge sich verändern können. Wenn die Hoffnung gestohlen wird, dann ist alles im Leben Game Over. Hoffnung ist auch eine Frucht vom Geist Gottes. Eine Abschlussfrage an dich, Leo. Auch vom Chat, kam rein, jemand hat gesagt, okay, wenn ich in einem Umfeld bin, das sehr ängstlich ist, wie gehe ich damit um, dass das Umfeld nicht mich prägt, sondern ich das Umfeld? Oh, das ist eine gute Frage. Das erlebe ich für mich ähnlich, weil ich bin ja vom Typ immer nach vorne gerichtet und man ist immer auch umgeben von Menschen, die einfach ein bisschen, ja, sag jetzt mal, vorsichtiger sind. Und das ist mega wichtig. Zwei Dinge. Erstens, dass du Leute findest. Es sind 1, 2 Leute, wo deine Art, wie du bist, unterstützen. Das ist mega wichtig, aber auch Freunde, die in der Art und Weise, wie ich ticke, mich auch korrigieren. Weil man kann auch da drin manchmal zu extrem sein. Und das ist mir wirklich, dass ich von Leuten geprägt bin, die diese Art und Weise fördern. Und es werden immer weniger Leute sein. Und das gibt mir dann die Kraft, dass ich auch mich vom Umfeld nicht bestimmen lasse, weil jede Innovation wurde betätigt, die waren gegen alle Vernunft, gegen alle Wissenschaft, haben sich die durchgesetzt und heute sind sie unsere Heroes. Aber die hatten nie Leute, die waren dafür, haben 1000 Dinge erklärt, wieso es nicht funktioniert. Und du brauchst ein Setting von 1, 2 Leuten, die dich supporten in der Idee, aber auch in der Idee, wo du bist, kritisieren dürfen, weil es ist ja nicht einfach gleich alles perfekt. Und dann hast du auch ein Power, dein Umfeld mitzuprägen. Hey, danke, Leo. Ich würde mega gerne, vielleicht einfach für alle Leute, die online zuschauen, einfach noch beten. Du hast diese 3, also bei der Umfrage über Slido kam raus, Einsamkeit, Krankheit und Jobverlust, die größten Ängste. Würdest du bereit sein, einfach für alle Leute, die online jetzt schauen, einfach gerade für das noch zu beten? Das wäre genial. Mache ich sehr gerne. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du allmächtig bist, du bist auch allgegenwärtig und du bist auch allwissend. Und ich bete jetzt einfach, dass der Geist der Einsamkeit und der Geist der Krankheit und der Geist vom Jobverlust, dass ich nicht mehr weiß, wo geht meine Finanzen hin. Ich bete einfach, dass du uns taufst mit einer Gewissheit, mit einer Zusage, du bist unser Versorger. Du versorgst mich in jedem einzelnen Moment, in jeder Lage versorgst du mich. Und ich bete einfach diese Wahrheiten über deinem Leben. Das sind Fakten, das sind Tatsachen und das ist auch eine Zusage, die ich in dein Herz heute mit dem Geist Gottes hineinlegen werde. Amen. Amen.